Das ist dann ein Gruselwetter. Zum Glück haben wir es hier innen so schön warm und gemütlich. Ich bin fast ein bisschen froh, dass unsere Dr. Nilpfi in der Ferien ist. Sie hetzt uns nämlich immer ein bisschen umeinander. Das stimmt wirklich. Dann können wir uns die Woche hoffentlich alle ein bisschen ausruhen. Und morgen machen wir ein schönes Geburtstagsfest für sie. Das wäre schön. Ich freue mich schon lange drauf. Der Dr. Schnabelbein kommt jetzt dann gerade. Dr. Schnabelbein? Das ist doch die Vertretung für Frau Dr. Nilpfi. Hoffentlich ist er nicht. Ja, so streng wie unsere Nilpfi ist er bestimmt nicht. Nehmen Sie doch noch ein Gutzli. Aua! Entschuldigung, Dr. Fieberbein. Gutzli in der Verbandskaste, das ist doch strengstens verboten. Was ist, wenn Sie oder Schwester Verband brauchen? Die holen wir dann aus der Gutzli-Schachtel. Sind Sie der Dr. Schnabelbein? Jawohl, richtig. Sie haben da meine ziemliche Saustalle. Wieso? Unser Spital läuft doch prima. Das finde ich ganz und gar nicht. Das muss einiges geändert werden. Nehmen Sie doch zuerst einmal ein Gutzli. So ein grosses Wetter. Ich sehe, er kommt die Strasse. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Wir hätten so im Spital bleiben. Aha, das war ein Notfall, ein wichtiger. Hey! Was ist das? Ein wichtiger Notfall. Das brauchen wir alles dringend für den Dr. Fieberbein seinen Geburtstag. Sind also mit dem Krankenauto durch den Schneesturm gefahren, zum Ballon holen? Nicht nur Ballon, wir haben auch noch lebensnotwendige Zutaten für den Kuchen, Sirup und Popcorn geholt. Die Geburtstagsparty ist abgesagt. Aber der Geburtstag vom Dr. Fieberbein feiert wir immer. Das Jahr eben nicht. Nicht solange ich da bin. Guten Morgen, Krötli. Hey, Dr. Krötli. Hallo. Ist jemand daheim? Morgen Fieberbein. Ich habe ein kleines Nickerli gemacht. Das Wetter macht mich so müde. Da innen ist es aber auch ziemlich kalt. Ist echt die Heizung kaputt? 12 Grad sollte eigentlich lange. Dr. Schnabelbein, es ist viel zu kalt für unsere Patienten. Bei dieser Temperatur könnten sie sich verkälten. Ich friere nämlich nicht. Und eigentlich finde ich es immer noch viel zu heiß. Darum habe ich die Heizung gerade abgestellt. Die Rechnung ist sowieso viel zu hoch. Ja, und wieso war jetzt Mittag kalt gewesen? Und jetzt Morgen gerade auch? Ja, wir müssen den Strom sparen. Kalte Zimmer und kaltes Essen. Das hagelt Verkältungen, da bin ich sicher. Das haben Sie jetzt davon. Flora Giraffe hat eine Halsentzündung. Nur wegen Ihren blöden, unnötigen Sparmaßnahmen. Wenn Sie ein bisschen Ordnung in der Medikamentenkaste hätten, dann hätten Sie gemerkt, dass der Hustensirup fehlt. Wir haben noch nie Hustensirup gebraucht. Wegen dem kommen unsere Patienten normalerweise nicht zu uns. Das kurieren sie daheim. Normalerweise schon, aber der Flora eben nicht. Sie hat schließlich auch einen langen Hals und der entzündet sich, wenn sie muss husten. Ich kann gerade noch mal bei ihr vorbei. Kein Geburtstagsfest das Jahr. Und ich habe mich so fest darauf gefreut. Wissen Sie was, Herr Dr. Fieberbein? Das Klärli und der Arthur machen Ihnen trotzdem einen Geburtstagskuchen. Wirklich? Das sind zwei Schätze. Zum Glück haben Teddys die ganzen Zutaten mitgebracht. Kuchenzutaten? Moment mal, ich habe eine Idee, Dr. Fieberbein. Für einen Hustensirup braucht man doch auch verschiedene Zutaten, oder? Ja. Vielleicht hat das Klärli ja alles, was dafür braucht in unserer Hausapotheke. Dann können Sie doch mit dem Arthur zusammen auch einen Hustensirup für die Flora Giraffe Kitty, Sie sind so gescheit. Merken Sie es auch schon? 20 Gramm Bachpulver, 20 Gramm Bachpulver, 200 Gramm extra süßes Schokipulver, 200 Gramm extra süßes Schokipulver, 350 Milligramm Himbeersoße. 350 Milligramm Himbeersoße. Also, Stören Sie uns bitte nicht, Dr. Fieberbein. Wir sind an einem Geburtstagsexperiment. Wir haben einen dringenden Auftrag. Arthur, Clara, ihr müsst leider aufhören mit meinem Geburtstagskuchen. Wir brauchen auf der Stelle einen Hustensirup. Das geht nicht. Unser Teig ist gerade in einem hochkritischen Stadium. Wenn wir an dem nicht sofort weitermachen, dann gelingt unser Experiment nicht und Sie haben morgen keinen Geburtstagskuchen. Es tut mir auch leid, Arthur. Aber Patienten kommen in jedem Fall zuerst. Das stimmt, Arthur. Schließlich sind wir hier im Tierspital. Wahrscheinlich haben Sie recht. Kein Fest, kein Kuchen, keine Heizung, kaltes Essen.
Das gibt, glaube ich, keinen schönen Geburtstag morgen. Jetzt lassen Sie den Kopf nicht hängen. Dafür macht das Klärli einen Hustensirup. Und Flora wird wieder gesund. Das ist doch auch etwas. Stimmt schon, aber kein Kuchen. Da, nehmen Sie zum Trost ein Gutzli. Ich hab's gewusst. Der Teig ist völlig ruiniert. Der kann aber in den Kübel fallen. Dafür haben wir einen Hustensirup kreiert, der heilt und erst noch fein ist. Ich rufe den Teti, sie sollen den Flora bringen. Tetis? Tetis? Wir sind da. Hier sind wir. Eigentlich bin ich wegen einem eingewachsenen Hufnagel gekommen. Und jetzt kann ich vor lauter Hals nicht mehr schlucken. Keine Angst, es gibt das sowieso nur kaltes Hafermus. Eine Flasche Hustensirup, frisch erpresst. Besser spart als gar nie. Wenn Sie die Heizung nicht ausgeschaltet hätten... Wenn Sie die Medikamente Entschuldigung, wenn ich störe. Könnte ich eigentlich ein bisschen Hustensirup haben, damit ich mir nachher wieder in Ruhe überlegen kann, wie das mit meinem Hufnagel sollte weitergehen. Ja. Sagen Sie, Schwester Kitty, haben Sie den Dr. Fieberbei gesehen? Er hätte schon längstens arbeiten. Stimmt. Oh, wer hat den Medikamentenkasten aufgeräumt? Der Dr. Fieberbei. Er hat die ganze Nacht durchgeschuftet. Oh, wirklich? Das hat er aber gut gemacht. Finde ich auch. Sehr, sehr gut. Er war übrigens nachher so todmüde, dass er bei uns im Pausenzimmer übernachtet hat. Ich echt ein bisschen zu ruhig bin mit ihm. Der Herr Dr. Fieberbei ist ein wunderbarer Arzt. Es gibt da niemanden, der das nicht findet. Wir würden alles machen für ihn. Dann finde ich das selbstverständlich auch. Ich kann ihn jetzt wecken. Nein. Lassen Sie ihn nur noch ein bisschen schlafen. Schließlich hat er heute Geburtstag. Eine warme Heizung, etwas Feines zu essen und einen Kuchen. Komisch, es ist so warm da drinnen. Oh je, bitte, schon Mittag. Hab mich verschlafen. Das ist aber sehr schön, dass Sie heute auch noch ein bisschen bei uns hineinschauen. Ich habe verschlafen. Ja, wir haben es gemerkt. Es tut mir leid. Wir können Sie an so einem wichtigen Tag einfach so lange verschlafen. Zum guten Glück bin ich da gewesen und habe alles unter Kontrolle gehabt. Sonst gäbe es jetzt keinen Geburtstag. Welcher Geburtstag? Happy Birthday! Sogar ein Geburtstagskuchen. Und ich habe mich auf kaltes Habermus eingestellt. Mein Schock ist schneller gesagt. Also, wer will zuerst probieren? Mampfig. Die Karte ist gerade angekommen. Oh. Alles Gute zum Geburtstag von der Dr. Nilpfi. Ich liege in der warmen Sonne und denke noch im verschneiten Spiel. Dr. Fieberbei, schnell, Sie müssen das letzte Stückchen Kuchen noch nehmen. Gern, aber der Dr. Schnabelbein hat ja auch noch keins verwünscht. Oh nein, ich verzichte. Schließlich ist ja Ihr Geburtstag. Nein. Sie sind da der Gast. Nein, ich bestehe drauf. Das ist der beste Kuchen, den ich je gegessen habe. Also, Herr Dr. Fieberbei, da muss ich jetzt etwas dazu sagen. Sie haben recht. Bravo!